Nimm dir Bibel, Musenstell, mach sie auf und erzähl. B-I-B-E-L. B-I-B-E-L. Nimm dir Bibel, Musenstell, mach sie auf und erzähl. B-I-B-E-L. B-I-B-E-L. Nimm dir Bibel aus dem Gestell, mach sie auf und erzähl. B-I-B-E-L. B-I-B-E-L. Nimm dir Bibel aus dem Gestell, mach sie. Ja, hallo. Nein, 10 Minuten soll es fertig sein. Super, okay, bis dann, ciao. Die Bibel für Erwachsene. Das ist meine Kinderbibel. Anne de Vries, holländische Zeichnerin, Malerin, hat sie illustriert. Die Kinderbibel habe ich von meiner guten Oma Elli geschenkt bekommen. Steht auch noch drin. Zum Andenken von deiner Oma Elli. Wunderschöne Bibel. Eben tolle Zeichnungen, auch Nacktzeichnungen. Adam hier. Das Wort Bibel ist an sich ein bisschen irreführend für das Buch, weil es nur eine Auswahl an Geschichten, die so in dieser gesamten Bibel vorkommen, wo man dachte, ja, das ist auch tauglich für Kinder. Es werden zwar auch Morde da drin gezeigt, so wie im Goliath und so weiter, aber man hielt das für kindertauglich damals. Und so ist diese tolle Bibel entstanden und ganz ehrlich so, ich fand sie immer toll, ich habe sie immer wieder angeschaut, auch wegen den Bildern und fand sie sehr interessant. Das ist meine Bibel, die ich zur Konfirmation geschenkt bekommen habe. Die von meinem Götti bekommen damals. Eine Lutherbibel, Jubiläumsausgabe in Gold, mit Goldrand und so weiter. Mega geil. Keine Widmung innen drin und alte deutsche Schrift. Diejenigen, die das von euch noch können, dürfen gerne mal lesen nachher. Wunderschön. Und die habe ich zur Konfirmation bekommen. Die Bibel habe ich später wirklich bedeutungsvoll aus dem Regal genommen. Und zwar in der Phase, wo ich mich entschieden hatte, ein Jesus-Nachfolger zu werden, wo ich mich bekehrt hatte, bewusst gesagt habe, ich möchte wirklich dem Jesus Christus in meinem Leben nachfolgen, habe ich die Bibel rausgenommen und habe sie dann gelesen. Zuerst habe ich nur das Neue Testament gelesen. Ich habe auch solche Reiter da dran gemacht, dass ich immer wusste, wo steht welches Buch in der Bibel. Das ist eine der ersten Sachen, wo ich als Christ gemacht habe, damit ich weiß, wo ich was lesen finde. Steht dann irgendwie in Habakkuk, keine Ahnung, wer Habakkuk ist, aber dann habe ich gesehen, da gibt es so Dinger zum Kaufen, dann habe ich das dran gemacht und war ich sehr schnell im Aufschlagen immer dran. Zuerst habe ich nur das Neue Testament gelesen und dann habe ich auch angefangen, das Alte Testament zu lesen und dann habe ich ein paar Jahre lang die Bibel einmal im Jahr eben durchzulesen. Das heißt, 1189 Kapitel muss man lesen, wenn man das durchrechnet, sind das ungefähr 3,5 Kapitel pro Tag. Und minutenmäßig ungefähr 20 Minuten brauchst du dafür. Und dann bist du in einem Jahr durch die ganze Bibel hindurch. Es gab damals so Bibellesepläne in der Zeit, die konnte man noch so abkreuzen, so abhaken. Das war vor Smartphone. Kennt das einer noch? So, ja, so ein paar. Ja. Eben, dann hatte ich abgekreuzt, da 1. Samuel, 1. Johannes, Jakobus und so weiter. Und so war man in einem Jahr hindurch. Konnte genau diesen Plan folgen. Heute gibt es dafür Apps, die genau dasselbe machen und du kannst dann draufdrucken, also vollkommen easy Geschichte. Wirklich, ich bin froh, dass ich alle die Bibel noch habe. Meine Kinderbibel. Ich bin froh um meine Jubiläumsausgabenbibel.
Weil sie erinnern mich irgendwo immer wieder daran, dass ich eine Entwicklung gemacht habe, wie ich die Bibel gelesen und auch verstanden habe. Was mir ins Auge gefallen ist und wo ich mit der Zeit Schwierigkeiten mit hatte. Und viele Dinge habe ich angestrichen und angestrichen und angestrichen. Manche Verse in der Bibel habe ich so oft angestrichen, dass es auf der nächsten Seite und übernächsten Seite durchgedrückt ist. Aber es ist mir jedes Mal beim Lesen wieder wichtig gewesen, ja, es ist Gottes Wort und es ist immer noch für mich Gottes inspiriertes, wirkliches Wort. Amen. Und sie ist wirklich immer noch meine Lebensgrundlage. Und ich will, dass sie auch in Zukunft meine Lebensgrundlage ist. Alle 66 Bücher in dieser Bibel, also in der reformiert-protestantischen Version, weil die Katholiken haben ja 7 Bücher mehr da drin. Makkabäer, Judith und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich meine Lebensgrundlage. Und ich bin froh, dass ich sie mein Leben lang ernst genommen habe und wirklich wichtig genommen habe. Und die Bibel soll in mein Leben hineinreden. Sie soll mich korrigieren, mich leiten. Und ich bin nach wie vor überzeugt, hey, diese Bibel spricht zu meinem Leben. Der Geist Gottes braucht dieses Wort, um zu mir zu reden. Das hat sie in der Vergangenheit getan und das wird sie auch in Zukunft. Und daran halte ich fest. Amen. Was heißt das jetzt? Weiter. Ist die Bibel so ein flaches Buch, um das mal in so einem Bild darzustellen, ist sie ein flaches Buch, wo alles genau gleich wichtig ist? Oder gibt es vielleicht doch noch das eine oder andere, wo anders zu verstehen ist? Ist alles auch wörtlich zu verstehen oder manches vielleicht auch nicht wörtlich zu verstehen? Um das geht es in der Serie. Ich habe in meinem Christsein oder in meiner Aufgabenstellung, in meiner Rolle als Pastor, habe ich eine nicht kleine Anzahl Menschen um mich herum erlebt, die zum Teil Freunde waren, zum Teil Mitstudenten waren, zum Teil einfach Teil waren von der Kirche, Teil waren von unserer Kirche hier. Menschen, die die Bibel ernst genommen haben und manche von ihnen die Bibel auch sehr wörtlich so genommen haben, so genau wörtlich. Und mit der Zeit hat sich das Leben von den Menschen entwickelt, wie unser aller Leben sich irgendwann entwickelt und neue Dinge passieren. Kleinere und größere Schicksalsschläge hat der eine oder andere erlebt. Lebensträume verwirklicht, andere Lebensträume sind geplatzt. Familien entstanden, Ehen auseinandergegangen. Beruf, Karriere gemacht oder keine gemacht und krank geworden oder eben neue Dinge im Leben haben sich getan. Manche, die mit mir angefangen haben, Theologie zu studieren, haben später einen anderen Beruf gewählt, haben gesagt, nein, sie möchten in eine andere Richtung gehen. Manche haben als Pfarrer gearbeitet, manche haben wieder aufgehört. Und so habe ich einen ganzen Teil an Leute, wo ich jetzt zurückschaue, fast 40 Jahre, wo ich denke, ja, ist interessant, welchen Weg sie gemacht haben. Das Leben hat sich gefüllt durch Themen wie Politik, Umweltschutz und alles Mögliche, eben Kinder, Schule, Engagement, Beruf. Man könnte sagen, das ganz normale Leben hätte so stattgefunden. Aber mit all den Veränderungen ging auch an diesem Kreis von Leuten, ging immer auch so eine Art Dekonstruktion vom Glauben einher. Was meine ich damit? Manche haben mir dann gesagt mit der Zeit, weißt Ralf, irgendwie, das mit der Bibel, ich glaube das schon noch so, aber irgendwie ist es auch nicht mehr so, es passt nicht mehr so in mein Leben hinein. Ich bin so kindlich geworden. Und andere haben gesagt, hey, Glück ist irgendwie, es stimmt einfach nicht mehr für mich. Ein paar von den Leuten wurden starke Kritiker von Kirche, starke Kritiker von leitenden Pfarrern, Pfarrerinnen, manchmal auch von Christen, im Speziellen, von Kirchen, ganz speziell. Und manche von ihnen wurden fundamentale Kritiker und Gegner von Kirche, von Bibel, von Glauben. Interessanterweise, einige von denen, die so fundamentale Kritiker geworden sind, aus meinem nächsten Umfeld, waren vorher fundamentale Befürworter der Bibel, jedes Wort wörtlich zu nehmen. Was auch immer, sie waren fundamental. Man könnte auch sagen, sie waren Fundamentalisten auf der Seite, jetzt sind sie Fundamentalisten auf der Seite. Nicht alle, aber ein paar waren so. Fundamental. Natürlich hat das was mit Persönlichkeit zu tun und natürlich hat das mit dem Weg zu tun, den Menschen machen mit ihrer Lebensgeschichte,
mit der Kindheitserfahrung, manchmal sogar Traumata, wo sie erlebt haben, mit Kirchenerfahrungen, die wirklich prägend sind. Natürlich hat das was mit dem zu tun, aber gemein ist all denen, dass sie die Bibel nicht mehr ernst nehmen konnten, als sie erwachsen wurden, älter geworden sind. Und irgendwann, sie konnte man sie nicht mehr ernst nehmen und irgendwann hat man aufgehört, sie zu leben, zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht jetzt so Ebbe und Flut. Wir alle erkennen das vielleicht. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und länger dich als Nachfolger Jesu bezeichnest, dann kennst du das vielleicht. Dann gibt es so Phasen von Flut, wo man sehr gerne in diesem Bibel drin liest und mega inspiriert ist. Und dann gibt es so Ebbe-Phasen, wo du denkst, ich lese da was, keine Ahnung, aber ich lese es einfach. Punkt. Wird irgendwann wieder anders vielleicht. So Ebbe und Flut, das meine ich nicht. Sondern die Kritiker haben wirklich gesagt, look, ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Zu viel Schräges, zu viel Unwissenschaftliches, zu viel, was keinen Sinn ergibt. Jesus, okay, den kann man ja noch gut finden, aber den Rest, das kann man nicht wirklich ernst mehr nehmen, außer man schraubt einen anderen Kopf drauf. Man geht sonntags in die Kirche, dann hat man seinen religiösen Kopf und wenn man dann hier rausgeht, dann hat man wieder den normalen Kopf für den Alltag, wo 1 und 1 2 ist und so weiter und so fort. Passt nicht wirklich zusammen. Ich habe vor kurzem einen Post gelesen, auf Facebook. Ich weiß, Facebook ist alt, aber ich bin ja auch alt, aber ich lese das immer noch wegen 2, 3 Leuten, denen ich da folge und so. Und das war ein interessanter Post. Das hat mich wirklich gepackt. Der hatte die Überschrift, ist die Bibel vertrauenswürdig? Und unten drunter stand, damit hat auch Billy Graham gerungen. Und dann kam eine kurze Beschreibung von dem, dass Billy Graham nämlich auch mal seine Zweifel gehabt hat, ob die Bibel wirklich so voll ernst zu nehmen ist, vertrauenswürdig ist. Und dann wird beschrieben, dass er sich dazu entschieden hat, doch, sie ist vertrauenswürdig. Und dann wurde der nächste Schritt gemacht und gesagt, look, Billy Graham, weltweit bekannt, einer der vollmächtigsten und nachhaltigsten Prediger, wo ich unsere Zeit hervorgebracht hat, der war deswegen so vollmächtig, weil er eben so fest an die Bibel geglaubt hat, vertrauenswürdig das gesehen hat. Das hat ihn vollmächtig gemacht. Und die Absicht von dem Post war ziemlich klar, Bibel ist vertrauenswürdig, was auch immer das heißt. Das hat der Autor von dem Post offen gelassen. Und dann ging es los, auf den Post hat dann einer geantwortet. Das fand ich hochspannend und deswegen erzähle ich es euch. Wenn es ihr nicht spannend findet, ja, dumm gelaufen. Da kann ich auch nicht dafür. Da hat er darauf geantwortet und hat dann gefragt, ja, aber nur weil der Billy Graham sich so entschieden hat und keine Zweifel mehr hat, heißt das ja nicht, dass bei mir das auch unbedingt so funktioniert. Ich bin nicht automatisch Billy Graham. Und hat dann in einer sehr höflichen, für Facebook ist das ja außergewöhnlich, wenn einer höflich antwortet, höflich geantwortet und eine Frage gestellt. Und die Person kannte offensichtlich Teile aus der Bibel, aus dem Alten Testament und hätte eine Frage gestellt zum 5. Buch Mose. Deuteronomion, Kapitel 22. Und in Kapitel 22, da geht es darum, um eine gesetzliche Regelung, wenn eine junge Frau vergewaltigt wird. Und dass es einen Unterschied macht, wenn eine junge Frau vergewaltigt wird in der Stadt oder auf dem Land, auf dem Feld. Und je nachdem, wo es ist das Strafmaß auch unterschiedlich. Man geht davon aus, und die Person schrieb das dann auf, ja, bei der Vorstellung geht man ja davon aus, dass eine Vergewaltigung in der Stadt, da hätte die junge Frau sich ja bemerkbar machen können. Sie hätte rufen können, schreien können und in der Stadt sind Menschen, die hätten helfen können. Wäre sie aber auf dem Feld, da wäre ja keiner, da wäre sie allein. Und folgedessen, in der Logik von 5. Mose 22, müsste sie dann verurteilt werden, wenn sie halt nicht geschrien hat in der Stadt. Und dann schreibt die Person Folgendes. Ja, aber heute weiß man ja, dass Missbrauch eine Art Schockstarre einsetzen kann. Und eine Person unter Umständen gar nicht mehr um Hilfe rufen kann. Man ist da völlig blockiert und das berücksichtigt diese Bibelstelle ja eben gerade nicht. Und da fährt er weiter. Unter den Umständen muss doch die Frage erlaubt sein. So führt er das ein. Ist das nun ein menschliches Gesetz, um im Strafmaß Unterschiede zu machen? Oder handelt es sich hierbei wirklich um ein göttliches Gesetz, wenn die Bibel voll inspiriert ist? Und wenn es ein göttliches Gesetz ist, dann stelle ich mir jetzt die Frage, weiß denn Gott nicht über den Mechanismus der Schockstarre Bescheid?
Und wenn Gott darüber Bescheid weiß, warum ließ er die Menschen damals im Ungewissen darüber, als er sie inspirierte, die Bibel genau auf diese Weise zu verfassen. Grandios fand ich. Und ich habe mich schon darauf gefreut, was jetzt als Antwort kommt. Genau, nichts. Ich bin schockiert gewesen. Ich sage, wie nichts? Der Autor wird jetzt sicherlich was schreiben, ich kenne die Person. Nö. Ich habe extra am Donnerstag nochmal nachgeschaut, bis jetzt nichts. Auf andere Themen wurde sehr wohl was geschrieben und geantwortet, von da wurde nichts. Warum gab es keine Antwort für die Person? Gibt es keine? Ist das zu schwierig? Wird hier die Bibel in Frage gestellt oder der ganze Glaube sogar? Wie gehen wir mit solch ernst gemeinten Fragen von Menschen, die als Erwachsene die Bibel lesen und finden, das ist nicht stimmig? Wie gehen wir damit um? Oder noch direkt gefragt, was hättest du denn geantwortet jetzt? Was würdest du antworten auf Stellen aus dem Alten Testament oder auch Neuen Testament, zum Beispiel Josua 10? Stimmt das so? Ich lese euch mal vor. Damals, als der Herr der Amoriter den Israeliten auslieferte, betete Josua zum Herrn und rief vor ganz Israel, Sonne, stehe still über Gibeon, du, Mond, über dem Tal von Archalon. Und die Sonne stand still und auch der Mond blieb stehen. Israels Feinde mussten untergehen. Diese Verse stehen im Buch der Heldenlieder. Fast einen Tag lang blieb die Sonne hoch am Himmel stehen und bewegte sich nicht von der Stelle. Einen Tag blieb die Sonne stehen. Look, die Verse sind einer der Gründe, warum Menschheit ganz lange so ein geozentrisches Weltbild hatten. Lange Zeit gab es nie irgendeinen Grund daran zu zweifeln, dass die Aussage eine astronomische Aussage ist. Denn der Text hat das wiedergespiegelt, was man ganz lange absolut geglaubt hat. Die Erde ist ein Zentrum, das war das antike Weltbild. Die Erde steht fest. Das merken wir, wir stehen da drauf. Und drumherum dreht sich alles um die Erde. Und es gab interessante Meinungen dazu aus Kirchenkreisen. Wenn die Erde nicht feststehen würde, ja, dann gäbe es auch keine Windstille. Wir würden immer mit Fahrtwind erleben. Die Erde dreht, die Erde ist ja fest, aber wenn sie nicht fest ist, dann bewegt sie sich ja, dann wird man das ja spüren, Fahrtwind. Oder wenn man einen Stein nach oben wirft und die Erde sich bewegen würde, dann würde er sicherlich nicht wieder hier runterfallen, weil wir bewegen uns ja. Das war eine gewisse Logik dahinter. Das hat man lange Jahrhunderte wirklich so geglaubt. Der gute Kopernikus und dann Galileo Galilei, die hatten es schwer in ihrer Zeit und mit ihrer Kirche. 1663 hätte Galileo Galilei, um sein Leben zu retten, hat er denn abgeschwörte Theorie, wo er verkündigt, wo er herausgefunden hat, geforscht hat, aufgrund von Kopernikus, doch, sie bewegt sich. Aber er musste abschwören, sonst wäre er umgebracht worden. Und der Legende nach soll er denn, nachdem er das gesagt hat, also abgeschworen hat, dann irgendwie gemurmelt haben, und sie bewegt sich doch. Aber das ist nur eine Legende. Aber er hat abgeschworen, 1663. 1992 hat die katholische Kirche unter dem Papst Johannes Paul II. Dann gesagt, das war ein Irrtum. Ist ein bisschen Zeit entlang gegangen. 1992 Johannes Paul II. Gesagt, das war ein Irrtum und sagte dann schließlich will die Heilige Schrift lehren, wie wir in den Himmel kommen, nicht wie der Himmel im Einzelnen aussieht. Das war seine Erklärung dann. Und hat gesagt, das war ein Fehler, wie man mit Galileo Galilei umgegangen ist. Leute, nimmt man die Verse jetzt aus dem Josua wörtlich oder als naturwissenschaftliche, astronomische Aussage, dann muss man sagen, ja, sie ist falsch. Wörtlich verstanden wäre das falsch. Oder noch so ein Text, der in dieselbe Richtung geht, aus Hiob 9. Gott stößt die Erde an und sie erbebt. Und die Pfeiler, die sie tragen, lässt er schwanken. Das ist auch ein ganz klassisches, antikes Weltbild. Die Erde so als flache Scheibe, die auf Säulen ruht. Es gibt bis heute gewisse christliche Gruppierungen, die das so glauben, auch aufgrund von den Versen und sagen, nein, sie glauben wirklich, die Erde ist eine Scheibe. Die ist so. Und wenn wir darüber lächeln, sollten wir uns im Klaren sein. Deswegen
sage ich, wir sollten nicht drüber lächeln. Wir sollten uns im Klaren sein, über viele Jahrhunderte haben das Menschen so geglaubt. Und wie schon geschildert, die gesamte Kirche, auch im Mittelalter, hat sich sehr schwer damit getan, das irgendwie anders auszulegen als wörtlich. Man muss das wörtlich nehmen. Wir lesen heute in aller Regel solche Texte und in der Regel verbringen wir eine Sekunde, vielleicht 2 Sekunden damit zu überlegen, ist das jetzt wirklich wahr? Erde ist eine Scheibe? Und die allermeisten würden wahrscheinlich dann sagen, nein, das verstehen wir metaphorisch, das ist bildhaft, eine bildhafte, vielleicht Poesiesprache und so weiter. So wie wenn Jesus mal von sich selbst sagt, ich bin die Tür. Dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, ja, wo ist die Klinke an dem Mann? Nein, das ist die Tür. Das ist metaphorisch gemeint. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, keiner macht sich Gedanken, ja, Roggebrot oder doch Dinkel. Nein, Jesus ist metaphorisch gemeint. Wir wissen sofort, was damit gemeint ist und sagen, wir lesen das nicht wörtlich. Und auch die Anweisung aus der Bergpredigt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt oder wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann was? Dann soll man das Auge rausreißen oder die Hand abhacken. Ist einer da? Es wörtlich genommen hat. Soviel ich weiß, Origenes, Kirchenvater, ist der Einzige, der sich aufgrund genau von dem Text selbst entmannt hat. Weil ihn das so beschäftigt hat. Das verführt ihn zur Sünde und er hat sich selbst entmannt. Also soviel ich weiß, ist der Einzige. Nein, wir nehmen das nicht wörtlich, sondern und doch nehmen wir die Texte ernst. Und wir müssen sie ernst nehmen. Es ist wirklich Wort Gottes. Und es ist auch wahr. Dasselbe, wenn ich sage, look, wenn ich vor einer schweren Entscheidung stehe, in mir schlagen 2 Herzen. Wer kennt den Spruch so? Jeder? Ich habe so 2 Herzen in meiner Brust, wo ich nicht weiß, ja, wie soll ich mich entscheiden? Wenn man das jetzt anatomisch wahrnehmen würde, würde man sagen, Ralf, du hast eine Scheibe. Du lebst auf einer Scheibe, du hast eine Scheibe. Du hast nicht 2 Herzen, du hast ein Herz. Und doch ist es wahr. Es ist wahr, aber nicht anatomisch wahr. Es ist wahr, dass ich wirklich unentschlossen bin. Ja, wir nehmen die Texte ernst und wir müssen sie wahrnehmen und Gottes Geist spricht durch die Texte. Manches müssen wir sehr wohlwörtlich nehmen. Dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, ja, manche sagen, ja nein, der ist so im Herzen bei dir aufgestanden, so metaphysisch eben. Der ist nie im Leben leibhaftig aufgestanden. Das ist auch so eine Fabelgeschichte. Die große Frage ist, was nehmen wir wörtlich und was nehmen wir nicht wörtlich und warum und wieso? Und das ist eine Frage Bibel für Erwachsene. Das ist die ganze Frage von dem Gewalt in dem Alten Testament, wo der Detlef Kühlein nächste Woche darüber reden wird. Eine wichtige Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Wusste Gott, dass die Erde damals schon eine Kugel war? Ich bin überzeugt, Gott wusste, dass die Erde eine Kugel war. Und trotzdem sind die Texte in die Bibel hineingekommen. Und warum? Warum hat Gott zugelassen? Warum schweigen wir auf Facebook, wenn einer eine Frage stellt, wo ich durchaus als sehr relevant betrachte in unserer heutigen Zeit? In der letzten Woche schon wieder eine Person, eine junge Frau hier in der Stadt vergewaltigt worden ist. Dann ist das eine aktuelle Frage. Was machen wir mit der Bibel? Einfach glauben und einfach den Kopf abschalten, ist halt so. Look, eine der Herausforderungen, die wir heute haben, ist, wie wir unsere Bibel bekommen haben. Ich hier mit einer Kinderbibel von meiner Oma Elli. Ist nicht der Weg, wie wir alle die Bibel in die Welt bekommen haben. Wie ich sie bekommen habe, ist anders, als dass die Bibel in die Welt gekommen ist. Die Bibel ist in eine ganz gewisse Zeit hineingeschrieben worden. Und Gott hat sich in die Zeit offenbart. Warum? I don't know. Wir können ihn eines Tages fragen. Aber Gott hat sich entschieden, in eine gewisse Zeit so hineinzusprechen. Und die Kirchenväter sind sich eins geworden und gesagt, das ist wirklich das Wort Gottes, ja. Aber Gott hat sich in einer Zeit offenbart, in der gab es noch keine Computer. Es gab auch keine Autos. Es gab keine Mikrofone.
Es gab keine Hazer, kein Beamer und so weiter. All das gab es nicht. Es gab eigene juristische Vorstellungen, Weltbilder, ein religiöses Umfeld. Und folgedessen sind die Texte in diese Welt hineingeschrieben worden. Für die Menschen damals hat das Sinn gemacht. Hätte Gott damals über eine Kugel geredet, hätte Gott damals über Raumschiffe geredet, hätte damals Gott über Autos oder sonst was geredet, über Teleskope, dann hätten die Menschen in der damaligen Zeit gesagt, das ist alles Science Fiction, totaler Blödsinn. Und wenn wir heute Texte lesen, dann müssen wir uns wie in die Zeit hinein auch versetzen, in der diese Texte geschrieben worden sind. Er hat sich in seiner Zeit offenbart. Es inspiriert das Wort Gottes. Aber nicht alles ist naturwissenschaftlich und wörtlich da drin zu verstehen. Und trotzdem ist es Gottes Wort und es ist wahr. Wenn das nur mit dem Naturwissenschaftlichen nicht stimmt, mit der Scheibe und so weiter, und trotzdem in der Bibel drin steht, geht dann alles verloren, wenn ich das mit der Scheibe nicht glaube? Kann ich die ganze Bibel quasi wegwerfen und sagen, na, macht alles keinen Sinn mehr. Und genau das haben etliche meiner Bekannten und Freunde tatsächlich gemacht. Ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist vollkommen Blödsinn. Ich glaube, den Schritt musst du nicht gehen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir den nicht gehen müssen. Und in vielen Diskussionen mit Bekannten oder Freunden immer wieder darauf kommen, es gibt wirklich gute Gründe, dieser Bibel zu vertrauen. Trotz mancher Spannung. Ein Knackpunkt ist zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Ich bin damit groß geworden hier in meiner Kinderbibel, die Schöpfungsgeschichte, Gott hat geschaffen. Und hier ist das ganz interessant eingeführt, wie das geht. Und dann steht da in dem Text, muss ich das mal vorlesen, das ist wirklich so als Einleitung, so moralisch. Wo ist das noch? Das finde ich es nicht. Steht so ganz wunderschön, Adam ging in den Garten spazieren, jetzt hört mal zu. Ja, er ist unser Vater im Himmel, der im Himmel wohnt. Und jetzt musst du einmal gut zuhören. Dann werde ich dir auch erzählen, wie Gott alles geschaffen hat. So fängt die Bibel an. Jetzt hör mal gut zu. He? Ich habe das in der Sonntagsschule gelernt, in der reformierten Kirche. Die Erde ist in 7 Tagen erschaffen worden, am 7. Tag hat Gott geruht, Punkt. Dann kam ich in die Schule, weiterführende Schulen und so weiter. Und dann haben wir mitbekommen, dass die Erde wahrscheinlich doch 4,4 bis 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Das hätte mich nicht weiter gestört. Das eine wie das andere. Das eine fand ich, ja, das habe ich in der Bibel gelesen, okay, ich war nicht bekehrt, ich habe nicht irgendwie da einen besonderen Zugang zu gehabt. Und in der Schule, das hat für mich ohne weiter Sinn gemacht. Das fand ich vernünftig, ja, ich habe Dinosaurier gern gehabt, ich habe so Bücher darüber gehabt und so weiter. Und fand, das macht ohne weiter sehr viel Sinn. Deswegen war das mit den 7 Tagen für mich kein Problem. Das war, ja, vielleicht metaphorisch, Märchen, was auch immer. Irgendwo habe ich das so abgespeichert. Später, als ich mich entschieden habe, so ein Jesus-Nachfolger zu werden, da kam die Debatte schlagartig an mein Leben wieder ran. So in den 70er Jahren, 80er Jahren, auf einmal gab es in unseren Hauskreisen Riesendebatten. Ist das jetzt 7 Tage oder eben Evolution und so weiter? Es gab Vorträge darüber, hüben wie drüben. Ganze Kirchen haben sich fast darüber gespalten. Etliche Hauskreise haben sich darüber gespalten, dass die einen glaubten, das ist geschaffen worden, das andere ist das doch nicht. Die Erde ist 6000 Jahre alt, sicherlich nicht mehr und so weiter. Und dann haben die ersten angefangen, über die 7 Tage Leute, die das glauben, zu lächeln, dass du das noch glaubst. Sich so ein bisschen lächerlich darüber gemacht. Und das wirklich lächerlich ist an sich, dass man dem Text gar nicht mehr gerecht wird. Von beiden Seiten her. Als Jesus den Nachfolgern damals einen Auftrag gab, von der Liebe Gottes weiterzusagen, geht hin in alle Welten, alle Nationen und erzählt davon, dann war die richtig große Herausforderung der Heiden, nämlich all der nicht-jüdischen Menschen der damaligen Zeit, war es alles aufzugeben, was sie bisher geglaubt hatten. Sie mussten eine Idee fallen lassen, dass es mehrere Götter gab und nur einen Gott gab. Leute, das war zur damaligen Zeit so einschneidend, als wenn heute einer hier in unsere Kirche hineingeht und überhaupt nicht religiös sozialisiert ist, nie in der Kirche war und sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte ihn, das hat mich irgendwo gepackt. Ich möchte wirklich mehr davon wissen. In der damaligen Zeit
Wenn du umgezogen bist an einen anderen Ort, dann hast du deine Götter genommen, in den Rucksack gepackt, an einen neuen Ort gezogen. An den neuen Ort gab es noch andere Götter, dann wurden die anderen Götter noch da hinzu addiert. Das war das Einzige. Die Idee von einem Gott, das war vollkommen schräg. Das fanden die meisten, was? Deswegen wurden auch erste Christen häufig als Atheisten bezeichnet, weil sie nicht glaubten, dass es viele Götter gab, sondern nur einen. Das können Sie sich jetzt nicht vorstellen. All diese Nichtjuden, die haben eine Faszination für Jesus entwickelt und deswegen fingen sie an, auch den alten Schriften von den Juden zu lesen, das Gesetz und die Propheten. Das war vor Jesus fast nicht der Fall. Kaum einer ist konvertiert aus einer anderen Religion zum Judentum. Das Judentum war immer so, ja, die essen besonders, die heiraten untereinander, die sind für sich, da konvertierte man nicht hin. Und erst nach Jesus gab es auf einmal Interesse an den alten Schriften, eben das Alte Testament, wie wir es nennen, an der Hintergrundgeschichte von Jesus, von dem David und all den anderen. Und dann war es für diese Heiden, die ersten, die das hörten, vollkommen verblüffend, als sie entdeckten, dass die Juden ja ihre Religion noch viel älter ist als viele andere. Interessanterweise, Juden mussten im Römischen Reich, waren die sehr geachtet. Die Christen wurden verfolgt, wenn sie nicht Cäsar als Gott akzeptierten. Juden wurden deswegen nicht verfolgt. Warum? Das Römische Reich hatte sehr viel Respekt vor der jüdischen Kultur, weil aus der Geschichte heraus alles, was alt war, haben die Römer sehr stark gewertschätzt. Und sie wussten, dass das Judentum viel älter ist als Romulus und Remus, die in der mythischen Geschichte, die Gründer von der Stadt Rom. Und deswegen durften Juden so leben. Und als die Heidenchristen auf einmal das merkten und durchforsteten, war das eine revolutionäre Entdeckung. Die älteste Religion hat schon immer von einem Gott gesprochen. Und dann haben sie die Schriften aufgemacht, so am Anfang, und wurden das vorgelesen, mitgelesen. Und das finden Sie in Genesis 1. Was steht da? Im Anfang schuf Gott. Das war schockierend für die, weil die hatten nur eins erwartet. Im Anfang schufen die Götter. In all den Geschichten außerhalb vom Judentum, Götter waren da dran, die Welt zu erschaffen. Mose lehrte was absolut Neues. Absolut, was wir selbstverständlich nehmen, war für die damaligen Leute wirklich wie eine Bombe. Und er redete zu denen, die vorher Sklaven waren. Und er redet nicht darüber, wie Gott die Welt gemacht hat, sondern dass Gott sie gemacht hat und eben nicht die Götter sie gemacht haben. Dass Gott die Welt gemacht hat und nicht die Götter. Nicht Amon-Re oder der babylonische Marduk. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört, in dieser Enuma Elish-babylonischen Schöpfungsgeschichte. Der Marduk, der im Kampf mit Tiamat, eine Gegnerin, kämpft und sie dann schlussendlich besiegt und mit einem Pfeil durch ihren Mund schießt und dann sie zerteilt. Und mit der oberen Hälfte wird dann das Firmament und alle Sterne und all das geschaffen und mit der unteren Hälfte wird die Erde geschaffen. Und dann werden später Menschen geschaffen, die einfach Sklaven sind, Diener von den Göttern. Aber das ist so die Schöpfungsgeschichte im babylonischen Reich gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie da die Sonntagsschule war? Mit dem Pfeil durch den Mund schießen. Wham! Das ist richtig so Action gewesen. Und Mose stellt hier eine vollkommen andere Geschichte hin. Menschen werden nicht gemacht, um zu dienen. Die Bibel lehrt uns von Anfang an eine Menschenwürde. Unglaublich. Gleichstellung von Mann und Frau. Ich lese euch vor. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Leute, das war komplett neu. Komplett neu damals. Gott und nicht Götter schufen den Menschen. Kein Kampf, kein epischer, kosmischer Kampf, sondern Gott schafft etwas. Und er schafft keine Sklaven, sondern er schafft Menschen, männlich und weiblich, als Gegenüber, als ein Bild und nicht als Sklaven, die irgendwie dann dienen müssten. Was die Zivilisation erst viele, viele Jahre später entdeckt hat, ist in der Anfangsgeschichte der Bibel wie festgelegt. Gott hat Gleichheit gemacht, männlich und weiblich.
Und sagt, look, das ist das absolut Verrückte. Mose wollte den Leuten nicht erklären, wie naturwissenschaftlich die Bibel entstanden ist. Aber Mose wollte klar machen, Gott hat die Welt geschaffen, nicht Götter. Du bist ein Geschöpf Gottes. Mose stellt eine radikal andere Welt sich dar. Look, die Babylonier sagten immer, look, Menschen sind Sklaven, sind Diener von den Göttern. Die neuen Atheisten behaupten immer wieder, look, du bist ein Sklave von deiner DNA. Ist halt so, du kannst da nichts machen. Du bist genauso dem, und letztlich wirst du sterben und das war's dann. Und in der Schöpfungsgeschichte lesen wir etwas komplett anderes. Die zeichnen uns was auf, letztlich die beantwortete Warum-Frage. Warum gibt es was und nicht nichts? Warum gibt es was? Warum bist du hier? Warum bist du geschaffen worden? Du bist nicht ein Zufallsprodukt. Gott schuf. Und das ist das Revolutionäre in der Schöpfungsgeschichte. Und als die Heidenchristen das erkannt hatten, dann merken sie, Jesus war in der ganzen Zeit schon da und Gott hat in der ganzen Zeit schon gewirkt. Und deshalb interessierten sie sich für diese jüdischen Schriften. Und so sind sie zu uns gekommen. Ich habe eine neue Kinderbibel. Auch illustriert von einer Holländerin, Marieke ten Berge. Wir haben die gekauft, meine Frau und ich, weil wir unseren Enkelkindern jetzt aus dieser Bibel vorlesen, erzählen wollen. Und ich möchte meinen Enkelkindern wirklich den Mut zusprechen. Und das Buch ist vertrauenswürdig, ja? Da kannst du dein Leben drauf stellen. Und du bist ein Geschöpf. Du bist kein Zufall. Das hat Gott letztlich gemacht. Ich bringe nicht bei, dass die Erde eine Scheibe ist. Nein, mache ich nicht. Und ich bringe Ihnen auch kein geozentrisches Weltbild bei. Nein, heliozentrisch. Wir kreisen um die Sonne. Aber die Bibel ist wirklich meine Lebensgrundlage. Und das sage ich meinen Enkelkindern. Und deswegen haben wir eine neue Kinderbibel, wo die Geschichten drin sind, wo ich glaube, hey, das ist vertrauenswürdig. Das kann wirklich deine Grundlage sein. Look, und wenn du Mühe hast mit solchen Dingen in der Bibel, die irgendwo schräg daherkommen, gerade bei der Schöpfungsgeschichte, ich gebe dir einen Tipp noch zum Schluss. Es gibt ein grandioses Buch von John Lennox, 7 Tage, das Universum und Gott. Ein britischer Mathematikprofessor, der sehr viel mit Stephen Hawking auseinandergesetzt hat, ein Astrophysiker, gegenseitig argumentiert haben. Eine saugute Sache, ist leider als Buch, glaube ich, vergriffen. Unser Basel ländliche Buchladen hat mir gesagt, es geht nicht, aber als E-Book ist noch irgendwo erhältlich. Auf Englisch ist es auf jeden Fall noch erhältlich. Saugut, gute Auseinandersetzung, wenn du Mühe hast mit Schöpfungsgeschichte und solchen Dingen. Wie kommt das mit dir und deinem Kopf zusammen? Empfehle ich dir sehr dieses Buch. Das Buch ist weiter vertrauenswürdig. Es ist Gottes Wort. Und als solches nehme ich es. Aber wir tun gut daran, auch genau hinzuschauen, welche Zeit es geschrieben ist und was es dir heute zu sagen hat. Darf ich euch bitten, aufzustehen und ich bete noch zum Schluss mit uns. Vater, Dank für dein Wort und Dank für deine immense Geduld mit uns Menschheit. Danke dir, dass wir unsere Hand ausstrecken können, auch in den schwierigen Fragen vom Leben. Danke, dass wir nicht den Kopf abschrauben müssen und keine Fragen stellen dürfen, sondern dass bei dir genau das angebracht ist, Fragen zu stellen und noch Neues zu entdecken. Danke, dass du mit uns gehst durch unseren Alltag, trotz und mit manchen Fragestellungen und manchmal Irrung und Verwirrung.